meine, das schon mal geklungen, dass durch die Ukraine, durch den Krieg, wo Russland, den Angriffskrieg, wo Russland angefordert hat, wo die Petrolpreise explodiert sind, dafür waren sie schon volatil. Guck den, aber die letzten 14 Tage zurück, was da auf den einzelnen Börsen weltweit gestorben sind, um 10% gefallen oder mittig sind sie um 5% drüber. Das ist immens volatil. Für uns gesagt, Krypto wäre volatil. An der Zwischenzeit, dass den Urlaub mehr Spekulation gehen wie die einzelnen Kryptoen. Das heißt, das darf auch nicht im ganzen Weltmarkt vergessen. Das ist aber eine Diskussion, die wir Piraten nicht führen wollen. Für so guckt, wie schlecht die Enge der Ukraine oder die Anahai. Nee, natürlich muss den Leuten an der Ukraine helfen. Der will einfach nicht die Anahai vergessen und der will nicht die Leute so ein nee, der muss nur eins geben, wir helfen den anderen. Das ist einfach etwas, was den nicht so zu viel mit den vermischen, als schon gar nicht gegenüber stellen. Zusätzlich dabei kommt, dass an der aktuellen Situation den Dollar immens hoch ist, sodass das Online-Kehr gegen die ganzen Produkte gespielt wird und als Energie nach einem Chemie gehen ist. Dadurch, dass Amerika aber aus dem kleinen Embargo gemäht hat, nicht mehr den russischen Petrol hat man ein kurzes Hoster, ja, ziemlich aufgefedert gehen. OPEC-Länder werden sich vielleicht ein Gerüsseln am mehr auf den Markt bringen. Das ist zur Weltpolitik, wo ich eigentlich meine Message soll sehen, dass das Regierung nicht und allem soll das auch noch mehr als Parlament nicht alles beeinflussen können, weil alles, was ich bis jetzt aufgezählt habe, werden wir heute an der Chamber und noch in nächster Zukunft nicht so schnell ändern. Es sind aber die ganz kleinen Sachen, wo wir können hier am Land ändern. Wir Piraten sind bekannt für, dass wir eigentlich mehr Umweltschutz wollen und auch einen Petrolpreis nicht bei uns Dumping soll sein. Wir sind aber da ganz ehrlich, und das war ganz viele Diskussionen, wo wir auch parteiintern die letzte hatten, dass ein Idealismus für eine mehr konsequente Umweltpolitik an der aktuellen Situation der Leute hier am Land aber nicht ermöglicht, für einem normalen Salär können über den Mond zu kommen. Das sicherlich ja, auch Eiswüge gewirrscht, dass man aus dem fossilen Brennstoff müssen raus und das auch über eng Preishaus, dafür hat mir den Klimabonus vorgeschlagen, dass ich mit denen 8 Tonnen CO2 an wer den River verbraucht, auch mit 2-3 Euro den Liter mehr. Der Klimabonus ist nicht so, dementsprechend ist es doch schwierig, wenn ein Lohkumpel 2 Euro verlangt. Das ist ein bisschen zu schnell gegangen. Die Vision muss sein, dass wir rauskommen, mit das Loh zu schnell gegangen mit den Hossen. Dabei könnt wir hätten als Piraten ja gern, dass die meisten Leute Elektro fuhren. Da stimmen wir auch noch einmal dazu. Mehr zum Beispiel, die sind nicht lieferbar, wo man da schon ein Problem sehen, wo die Leute am Moment, wo der Petrol so teuer ist, nicht einfach hier Situation können verbessern. Sie können noch nicht einfach eine Heizung mehr umbauen. Gehen wir bei einem Handwerker froh, wie viel Zeit sie brauchen. Gehen wir bei Solaranlagen. Das ist am Moment ein Problem. Dafür mir ist an den letzten Tagen auch Gedanken gemacht, dass ein Lohn muss, die direkt helfen bringen. Dass ein Lohn direkt muss die Leute etwas gehen, zum 1. April, dass direkt etwas da ist, weil anscheinend auch der Löw ausgesprochen, dem Herrn Thomas, und dann kam, wie wir heute präsentiert kriegen, die Energieprämie plus das Gas. Das Problem ist, also wie wir die Recherche gemacht und der Herr hat gesagt, beim Familienminister kann in der Jufrauen. Wir konnten heute Versprachung, du hast noch nicht. Also wir haben nicht gefunden. Nur schnell im Familienminister geguckt, wie der Herr gesagt hat, schon nicht gefunden. Die Leute sitzen ein bisschen ratlos da, weil sie kriegen ja Energieprämien. Und die Regierung hat sie zwar versprochen, die Kommissionssitzung war letzte Woche, mir hat gesagt, das ist nicht da. Das ist ein bisschen das Problem. Dasselbe ist beim Gas. Ja, da geht die Netzwerkstruktur rausgeholt. Herr Thomas kann ja nur so, wird man nur beim Mehl landen. Die Leute brauchen aber los sind Tossen da. Lo müssen die Leute ihren Benzin und Diesel bezahlen, wir können auf der Arbeit zu, weil wenn sie nicht mehr auf der Arbeit fahren, haben sie ganz andere Probleme. Das ist das Problem. Die Leute müssen die Rechnungen bezahlen, wo sie daheim haben. Das ist das Problem. Weil wir warten auf die anderen Gesetze, die ja scheinbar gut sind, wo wir Piraten noch unterstützen. Das kommt einfach zu spät, das ist das Problem. Und dafür fand ich ein bisschen, dass es schlimmer ist, dass die Regierung berodungsresistent ist auf dem Punkt, dann nicht angesagt, dass Haut, der Moment, etwas geschehen. Wir sollen ja nicht, dass das etwas riesengroßes von Millionen sein, dass konkret die Leute ganz schnell helfen können. Die Tripartit, die unterstützen wir voller ganz. Wir auch da ist drin, bis der Rendezvous ist, bis die Resultate da sind. Vielleicht müssen hier Rechnungen bezahlen. Das ist eigentlich ganz banal. Und ich meine, das müssen wir als Politiker auch mal ein Kehr erfassen, dass die Leute dabei sind, nicht einfach können so eine Schule von irgendeinem Spurkonten nach irgendeinem dann überbrücken stehen.
weil hier Spurkonter schon lange eidel. Weil das sind nicht nur die Energiepreise, die an Blut gegangen sind. Ein anderes Problem, wo wir Werte kommen, wo ich mal sind als Gemengen Hanno, weil denen laufen die Energiepreise fort, weil dann Hanno und nach Konstruktionenwerte fortlaufen. Das ist ganz, also eigentlich eine Verkettung, aber man nicht irgendwie aber schnell reagieren, werden als Bierger und ein belascht gehen auf die Gemenge, weil die müssen das ja irgendwie finanzieren. Der könnte noch nicht so, wir gehen Pubellen im Jahr machen, den Diesel aus da ja. Oder wir bauen eine Schule nicht. Ja, ich meine, das muss ich noch den Minister, ich muss auch noch mal ein paar Gedanken machen, wie man da Gemenge können unterstützen. Aber für den Herr Benoit heute du gekündigt, das einzelne Gemengen noch Primen affeieren. Das fanden wir Piraten gar nicht gut. Kann nicht sein, dass in Herrn No die glückliche Nass von enger Gemeng wohnt, wo großen Budget hat, wo das kann machen, und da geholfen kriegt. Ganz richtig. Das muss staatlich sein. Das kann nicht dahinter kommen, also und Gemenge müssen etwas machen. Und auf der anderen Seite, als Regierungspartei, sehen wir machen nichts. Es sind nicht Gemenge, wo das soll machen. Und das ist nicht, dass in Herrn No Chance muss, so für einer guter Gemeng zu wohnen, die Budget übrig hat, für das sie geholfen kann kriegen. Das ist mehr als Piraten gar nicht verstehen. Da muss eine Nationalpolitik ergreifen und nicht eine Gemengepolitik. Den Index hatte ich mal darauf geschrieben, es gibt immer mehr Diskussionen und ich hoffe, dass das just Rümere sind, dass der Index irgendwie mit den Energiepreisen soll verändert gehen. Also stehen da als Rümere noch, weil wir Piraten ganz klar sagen, das könnt bei uns nicht erfroh. Wenn die Energiepreise angelut gehen, dann muss das durch den Index kompensiert gehen. Egal, was da verhandelt wird, das ist ganz klar Meinung. Den Staat ist ja der große Gewinner, den Sven Klimmer hat es gestern auf Twitter ja ganz genau ausgerechnet, 18,93 Cent hinter dem 1. Januar, wo sie noch mehr angeholt, zum Beispiel um Diesel. Wir sind auch 30 Millionen mehr TVA angeholt um Diesel. Das ein bisschen, muss ich ein bisschen aufpassen, weil an sich der Verlierer aus der Bierger auf der einen Seite und der anderen Seite aber der Staat, den durch seine Rezetten der große Gewinner ist. Und ich meine, das ist auch das, wo der Bausen ein bisschen zum großen Verdruss feiert, wo die Leute dann einfach nämlich können verstehen, dass ein Staat, der ja eigentlich für sie da ist, ne, den eigentlich da ist, dass sie sollen hier leben können, bequem feiern, eigentlich der Gewinner aus in der aktuellen Krise, aber sie tanken gehen, aber können ja was schwingen. Das Peting war gestern alles voll. Also ganz Hauptstraßen, der Rodange, man war Chaos. Wie nimmt ein Haus angekündigt gehen, das hat ihn aber ganz klar gesehen, dass der Besoin von den Leuten da ist. Zu sind 3 konkreten Motionen und Propose, die wir abbrüten. Das ist die erste, wo wir als geduld tun, für ganz schnell können zu reagieren, dass wir Friede Deplacement auf 115 € pro Unität sollen absetzen, für das so jeder direkt kann geholfen kriegen. Dann die zweite Idee, wo wir als selbst geduld tun, ist ein bisschen aufgekneipt, das gibt mir auch gerne zu, mehr Piraten haben kein Problem am Copyright. Bei der LSRP, das ist die 100 € Prim, wo Leschke Madame Hemmenhai angedeutet hat, die ist ganz sympathisch. Wir haben eine kleine Modifikation gemacht, weil sie ist nicht sozial genug war, dass jeder reden soll. Ich sehe nicht dann Rolls-Royce oder ich weiß nicht, das Schwille anhören, dass die nach so lange Prim kriegen, das sehen wir nicht dann. Dafür haben wir gesagt, wir gehen auf 1,5 Monate Median abkommen, also jeder soll dort zum 1. April direkt eine Hilfe kriegen. Das ist eigentlich das, was die Leute brauchen, für das zu machen. Nee. Das können wir ganz schnell umsetzen. Sie wird über den negativen Steuerkredit, sie wird über eine andere Bonifikation, also das ist machbar. Das mache ich. Ich meine, der LSRP hat die Geburt. Der könnte mich noch frohen nach einem Jahr. Wir haben die Idee aufgebracht, weil das ganz sympathisch ist. Wir hatten ja eine längere Diskussion an der Partei darüber. Wir haben auch dafür gesagt, wir machen aber Barem zumindest für zu stabilisieren. Und als Idee war eigentlich, über negativ Steuer das direkt auf der nächsten Lohnzahlung. Wenn aber die Regierung eine besser hat, wie wir kleinen Deputiert, sie mir natürlich direkt op für eine bessere Lösung zu finden. Also ich meine, darunter soll nicht hängen bleiben bei uns. Wir 2 haben begrenzte Moyen, wo wir können Recherchen machen, die als Regierungspartei hat, da sicherlich einen anderen Effektiv haben, wie die, wo wir können machen. Dann die dritte, das ist die Subvention vom Loyer, dass wir die ganz schnell verdoppeln. Ganz einfach der Grund, dass wenn den Lokatär ist, hört den nicht will. Ja, kann ihn nicht einfach so, ich meine eine energetische Renovation, das ist ein bisschen aufhängig vom Proprietärer, wenn die Energieklasse ganz schlecht ist, wo ihn daran gelohnt wird, dann hat den auf gut Lützeburg am Ende einfach Pech. Dafür als Propos, dass ihn da ganz schnell hingeht und die einfach verdoppelt. Das sind nur ganz kleine Instrumente, da sieht mir das Gedanke mit, wie man die Leute direkt können am April helfen. Weil das Lowood Leute brauchen. Das Lowood Leute müssen hier Kästen decken, das Lowood Leute Tölle vom Staat brauchen. Dann schaffen der Staat lässt sie nicht am Reh stehen. Merci.